Ich möchte uns aber ermutigen, immer wieder neu zu träumen, immer wieder Vision zu entwickeln, immer wieder unsere Grenzen zu sprengen und immer wieder probieren, Gott reinzulassen und wie zu sagen, okay, gut, ich sehe es vielleicht nicht, meine eigenen Begabungen länger vielleicht aber nicht, aber mit dir, Gott, zusammen, mit dir zusammen ist so viel mehr möglich. Und bevor wir anfangen, wollen wir doch auch noch recht herzlich all die begrüßen, die das Podcast immer wieder auf YouTube nachschauen. Gebt doch ihnen einen richtig lauten Kalkofen Schweizer Emmental. Applaus hier aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Heute Abend der zweite Teil der Serie Vision. Verfasst deine Vision deutlich. Und zwar sind wir in dieser Serie Vision, weil wir uns einander ermutigen wollen, durch verschiedene Ebenen, der Small Groups, wo wir sind, aber auch der Predigten und auch noch das Podcast, das wir ja mit dem Michael und der Amelie aufgenommen haben, einander ermutigen und immer wieder Gott Sachen zuzutrauen, Gott um Sachen zu bitten, vorwärts gehen im Leben. Und vielleicht sind wir heute Abend da oder haben noch so vielleicht auch eine Prägung, wie wir sind aufgewachsen oder was auch immer, oder Sachen, die wir gehört haben, und wir das Gefühl haben, okay, Gott ist zwar da, aber Gott will vor allem, dass ich einfach all die Sachen tue, die er mit mir will. Gott will vor allem, dass ich den Preis zahle. Und obwohl sie vielleicht am Sonntagabend ganz an einem anderen Ort sein oder Netflix schauen, Gott will vor allem, dass ich schön in die Kirche komme, schön die 1,5 Stunden mache und dann ist er zufrieden. Und vielleicht haben wir manchmal so ein das Bild. Gott hat nicht Freude, wenn ich am Morgen nicht aufstehe, nicht schon eine Stunde Bibel gelesen habe und all das. Ich glaube, für uns wir können wirklich Gottes Herz begreifen und verstehen, ist einfach mal ganz wichtig, dass wir verstehen, dass er sich wünscht, dass wir ihn darum bitten, um Sachen, die in unserem Herz sind. Und ich habe relativ lange Zeit gebraucht, das überhaupt wie anzunehmen, wie zu sagen, Gott liebt es, wenn ich ihm meine Wünsche überhaupt mitteile. Gott liebt es, wenn ich auch die Wünsche oder Ideen oder Visionen mit ihm zusammen entwickle. Wir lesen das so schön in Matthäus 7, wie Jesus eigentlich dort ganz klar sagt, wie das mit dem Bitten und alles läuft. Wir lesen dort, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, dem wird geöffnet. Jetzt haben Sie es falsch gelesen. Oder würde jemand, sagt es so schön, unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Also wenn wir so unterwegs sind, wie das Gefühl haben, Gott interessiert sich nicht für unsere Wünsche, dürfen wir diese Phase, hätte ich fast gesagt, diesen Teil der Bibel ganz fest in unser Herz hinein. Jesus sagt, bittet und ihr überkommt. Jesus sagt, sagt, was ihr euch wünscht und Gott wird euch das geben und nicht etwas anderes. Das ist für mich ganz klar eine klare Aussage, wo Jesus sagt, wir dürfen Wünsche und Träume entwickeln. Natürlich können wir immer sagen, okay, ich habe ein paar Wünsche und Träume und Visionen gehabt, sie sind nicht so in Erfüllung gegangen, wie ich mir das gewünscht habe. Ich tue lieber nicht mehr wünschen, gehe einfach langweilig 0815 durchs Leben und schaue mal, was mich herschaukelt, weil dann werde ich auch nicht enttäuscht. Ich möchte uns aber ermutigen, immer wieder neu zu träumen, immer wieder Vision zu entwickeln, immer wieder unsere Grenzen zu sprengen und immer wieder probieren, Gott reinzulassen und wie zu sagen, okay, gut, ich sehe es vielleicht nicht, meine eigenen Begabungen länger vielleicht aber nicht, aber mit dir, Gott, zusammen, mit dir zusammen ist so viel mehr möglich. Und darum habe ich auch gesagt, dass wir eine Vision entwickeln können, fängt alles an mit einem Wunsch, einem Traum, einer Möglichkeit zu denken. Wenn wir keine Wünsche haben, die wir nicht selber erreichen können, dann sind unsere Wünsche und Träume zu klein. Weil Gott liebt es, weil unsere Träume und Visionen so gross sind, dass er sich in Erfüllung bringen kann und wir das Menschen möglich alleine gar nicht machen könnten. Darum ist es wichtig, dass wir überhaupt unser Herz auftun und wir sagen, okay, ich bin in dieser und dieser Situation, aber ich träume weiter, ich träume grösser. Ich liebe es sogar im Moment, dass es bei uns bei den Young Adults geht. Ich meine, die Pandemie ist schon ein Zeitchen durch, oder? Wir haben uns irgendwo gefunden und ich merke, etwas entfacht wieder auch in meinem Herzen. Etwas geht wieder. Irgendwo ist ein Hunger da, wieder zu überlegen, was wäre noch möglich. Was ist noch möglich mit Gott zusammen? Wie können wir als Kirche immer wieder neu denken? Und es ist so schön zu sehen, wie Gott das immer wieder entfacht in dieser Kirche. Wir haben letzten Sommer am Sonntagmorgen ein paar Änderungen machen. Wir durften 2 Celebrations zusammenlegen. Wir durften einen genialen Mittag auftun und erleben so fest, wie das ein Wunsch war, eine Idee.
wo Gott toppet hat und viel genialer hat gemacht, als wir uns hätten vorstellen können. Und ich merke, es geht immer weiter und mit Gott zusammen geht es eben immer weiter. Und es fängt alles an mit einer Möglichkeit zu denken. Spannend, wie wir auch in der Bibel lesen, wie Gott dem Prophet Habakuk sagt, schreib genau auf, darum heisst die Predigt verfasst deine Vision deutlich, was ich dir jetzt sage. Wir lesen dort, antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Spannend, wie Gott sagt, schau du Prophet, ich habe dir eine Vision gegeben, es wird kommen und jetzt ist entscheidend, dass du das deutlich aufschreibst. Und das zuerst mal gehört oder gelesen habe, habe ich mir überlegt, okay, gut, ich habe schon Träume und Visionen und die ändern, manchmal täglich, manchmal wöchentlich, manchmal nach Laune, manchmal nach Schnee, manchmal nicht, was auch immer. Aber die Visionen wirklich aufzuschreiben, das braucht Mut. Weil was ist, wenn es nicht eintrifft? Nicht so schnell. Wie ich mir das vorstellen oder wünsche. Aber ich glaube, wenn wir anfangen zu verstehen, dass Gott uns liebt, dass wir Gottes Kind sind, und wir das anfangen verstehen wir auch, dass Gott seine Kinder segnen mit dem, was sie sich wünschen. Ich habe aufgeschrieben, nochmal sagen, Gott wird uns nie einen Stein geben, wenn wir um ein Brot bitten. Aber jetzt habe ich gesehen, ich habe aufgeschrieben, wenn wir ihn um ein Boot bitten. Also Gott wird uns nicht einen Stein geben, wenn wir ein Boot wollen. Aber wir können ja ein Boot haben, wenn wir das wollen. Aber dann müssen wir aufschreiben, lieber Gott im Himmel, schenke mir ein Boot. Ich kenne einen, der hat selber gelacht, als er es aufgeschrieben hat. Und jetzt hat er ein Boot. Okay. Das ist spannend. Wir haben als Kirche so ein bisschen Ende vor der Pandemie oder in dieser Zeit uns probiert zu fragen, Gott, du kennst uns doch auch von der Hope and Life Church. Wir sind irgendwo 3-4-jährig unterwegs, nachdem wir uns entschieden in eine Selbstständigkeit haben. Wir haben ein Restaurant. Wir sind happy, wie es alles geht, wie du uns segnest. Wir haben Sonntag für Sonntag Kirche. Was könntest du noch tun? Was willst du noch bewegen? Und wir haben uns dann überlegt und haben so auf ein Paper geschrieben, was noch möglich wäre, für Hoffnung in die Welt rauszubringen. Das war ganz spannend. Wir haben so aufgeschrieben, was haben wir, was könnte kommen. Und nachher gleich auch so ein bisschen geschrieben, ein Wachstumspotenzial, das Gott bewegen könnte, um Menschen zu erreichen. Und dann haben wir dort aufgeschrieben, 2021 bis 2026. Oder? Und ich weiss noch nicht, das aufgeschrieben. Ich habe gedacht, jetzt fehlt es dir definitiv. Du hast zwar schon einiges mit Gott erlebt, aber jetzt gehst du viel zu weit. Letzte Woche bin ich per Zufall auf das Paper gekommen und mir fast Sputz vor Lachen, weil ich sehen durfte, dass das, was wir dann aufgeschrieben haben, das Wachstumspotenzial, Menschen auch zu erreichen, für Menschen Segen zu sein, bis ins 26, Gott schon im 23 um Längen getoppt hat. Also wollte ich mit dem sagen, ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn wir nicht hätten aufgeschrieben und gebetet, dass das passieren kann. Und wenn Gott das für die Kirche tun kann, für all das, für unser eigenes Leben kann tun. Und ich kenne so viele Menschen aus dieser Kirche, die den Mut haben gefunden, eine Vision deutlich niederzuschreiben, wie es Gott getoppt hat. Schon so oft erlebt, dass eigentlich das, was wir aufschreiben, nicht viel zu klein gedacht ist, aber gleich entscheidend war, dass wir es eben irgendwo aufgeschrieben haben und wir auch immer wieder daran erinnert werden. Darum, alles fängt an mit einem Wunsch, einem Traum, einer Möglichkeit zu denken. Und das Zweite ist dann so wichtig, dass wir eben die Vision wirklich verfassen. Und irgendwo in uns herkleben, irgendwo in uns, wie sagen, ich treffe es immer wieder an. Und ich habe so eine spannende, auch ein bisschen selber lustig gefundene Idee auf das Mal entwickelt. Ich hatte das Gefühl, im 24 könnte ich ein neues Hobby entwickeln. Und das ist Putzle, oder? Und ich bin ein Buchhaltungstyp, ja, eigentlich sehr gerne, sehr regelmässige, eintönige Sachen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist ja Putzle etwas, oder? Und dann habe ich das mal gesehen, so eine Fotokollektion, oder? Und da gibt es dann so wunderschöne Fotos, wo so viel genau gleich aussieht, oder? Und ich habe gedacht, so ein Putzle wünsche ich mir. Meine Frau hat mir das zu Weihnachten geschenkt, oder? Und jetzt habe ich 3 so Säcke daheim, ihr seht, der eine ist noch zu. Also eigentlich sind 2 noch zu. Und beim ersten habe ich den Rand und ein bisschen geschafft. Ein bisschen.
Aber es ist spannend. Ich sage euch, ich bin oftmals schon nah am Verzweifeln. Und ich bin ehrlich gesagt schon googeln, Putzle-Tipps. Und dort sagen sie, ja, man muss zuerst den Rand machen. Und dann trennen sich die Meinungen. Und ich dachte, es gibt keine Tipps. Künstliche Intelligenz brauchen, für ein Putzle zu machen. Aber was war der Punkt? Ich habe so einen Karton, den ich dann von unserem Schlafzimmer so vor den Tisch nehmen kann. Und vor kurzem habe ich dann gedacht, so, jetzt tust du wieder ein bisschen putzen, gell, oder ein bisschen dein Hobby ausüben. Ein bisschen, oder? Und das tut dir gut. Das hat mich nämlich schon genervt, wie noch mal, nicht vorwärts kommen. Und dann bin ich am Tisch gehockt, tue da etwas, und dann ist Debbie zu mir gekommen und hat gesagt, du, wo hast du eigentlich das Papier, wo du siehst, wie es aussieht? Und ich gesagt, ja, das habe ich da hinten auf der Schachtel, schaue ich immer an, oder? Dann hat sie mir heute schnell in einem Satz etwas gelesen, sie hat es auch nicht mal gemerkt. Sie hat gesagt, schau, wir müssen das Bild haben. Und es ist eigentlich so. Weil wenn ich das Putzen anfange und nicht mal weiss, wie das Endergebnis aussieht, wie will ich denn überhaupt irgendwie vorwärts kommen? Wenn ich nicht mal weiss, dass die grünen Teile überhaupt das Gras sind und nicht mit den grünen Teilen da oben, weil die Berge auch noch ein bisschen Gras haben. Dann komme ich sowieso nie vorwärts. Und beim Putzen ist es doch so. Du stellst immer auf, was du erreichen willst, dass du siehst. Dass du weißt, wo du hergehst und dann nimmst du Teile für Teile und gehst vorwärts. Und ich glaube, mit unserem Leben ist es oftmals genau gleich. Es ist oftmals genau gleich. Wir müssen sehen, wo wir her möchten. Wir müssen sehen und im Alltag immer wieder leben, müssen die Vision aufschreiben und klar vor Augen haben, was Gott tun kann. So vielen Orten in der Bibel finden wir Situationen, wo Gott Sachen prophezeit, die später eintreffen. Und ich möchte uns ermutigen, Gott wird Sachen prophezeien, wird Sachen uns ermutigend ins Herz hineinlegen, wo wir vorwärts gehen. Es ist aber ein bisschen der Punkt, ich habe es auch schon erlebt, zum Beispiel, als wir den Kalkofen umbauen, wir haben einen Flyer gemacht, aufgeschrieben, wie wir alles, dann, wo wir neu reinkommen, alles umbauen wollen. Und ich habe gedacht, ja, das ist gut, wenn wir das aufschreiben und nachher beten, ein-, zweimal, und ich habe die Vision klar aufgeschrieben, hey, dann wird es kommen. Werden wir sofort umbauen. Und dann ist das losgegangen und irgendwie hat sich alles verzögert. Die Finanzen sind nicht so gekommen, wie wir gedacht haben. Und alles ist lang gegangen. Ich habe Lotto spielen, weil es mir so viel zu lang ist gegangen. Und ich habe mal klar aufgeschrieben, lieber Gott, wenn ich jetzt die 7,5 Millionen gewinne, dann werde ich nur das für mich brauchen, nur das hier. Und dann werden wir den Kalkofen umbauen und werden noch die Kirche segnen mit dem. Und ich habe alles aufgeschrieben. Leider habe ich meiner Frau dort von diesen 7,5 Millionen nur 1'000 Franken geben. Und darum hat es auch Gott nie zugelassen. Irgendwie das Verhältnis hat auch nicht ganz gestimmt. Also für mich hat es auch nur eine Playstation gegeben, dann noch mehr auch nicht. Aber vielleicht ist es wegen dem nicht gekommen. Aber ich habe das nicht geschrieben, und es ist nicht vorwärts gegangen. Es ist aber der Punkt, es ist viel länger gegangen, als ich mir vorstellen konnte, aber ich durfte realisieren, wir wären gar nicht bereit gewesen. Wir haben den Kalkofen Schritt für Schritt umbauen und heute haben wir noch viel mehr erleben, als dann in diesem Zettel war. Und oftmals geht es vielleicht auch länger, als wir uns selber vorstellen, weil das ist ein bisschen der Punkt, Gott weiss genau, wenn wir bereit sind. Ich möchte uns ermutigen, heute Abend, wenn wir hier rausgehen, verfassen wir irgendeine Vision. Schreib mir irgendetwas, was wir uns von Gott wünschen, aber überleg dir, was du aufschreibst. Weil wenn du etwas aufschreibst und Gott dir gibt, hat es auch immer eine Kehrseite. Und es hat immer eine andere Seite. Und wenn wir aufschreiben, dürfen wir aber auch wissen, Gott weiss wann. Und Gott weiss in welcher Art. Ich habe mal aufgeschrieben, die Reise ist wichtiger als das Ziel. Warum? Weil du während der Reise, wenn du während der Reise nicht vorbereitet wirst und nicht kannst lernen, was du unterwegs sollst lernen, kannst du nicht mit dem umgehen, wo Gott dich herführen möchte. Aber gleich, das ist meine Ermutigung heute Abend, fang an mit der Vision aufschreiben. Gott sagt, verfass deine Vision deutlich. Aber wir müssen irgendwo den Mut entwickeln und wir sagen, okay, was wünsche ich mir denn überhaupt? Wenn Gott sagt, bitte mich um etwas und ich werde geben, wenn in der Bibel steht, wenn wir um ein bisschen Brot oder ein Boot bitten, wird Gott uns nicht einen Stein geben. Aber dort fängt es schon an. Und selber habe ich gemerkt, an mir selber, ich habe schon so viele Sachen erleben, aufgeschrieben, erträumt, Gott hat sein Herz gesagt, sie sind übertroffen worden, aber immer wieder dran zu bleiben und immer wieder zu sagen, eigentlich, Gott, du hast ja so viel schon gezeigt, was möglich ist. Ich träume trotzdem noch weiter, ich träume trotzdem noch von mehr. Ja, am Anfang
Der Habakuk 2,2 zeigt aus der Bibel, und dort ist spannend, wenn wir den ersten Teil vielleicht noch mal lesen, wenn wir sagen, antwortet mir der Herr und sagt, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Dann geht es weiter. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Das ist immer das Spannende, oder? Ich glaube, oftmals ist etwas in unseren Herzen. Mal eine Familie zu haben, Veränderung im Job, ein Haus zu besitzen, ein geniales Auto zu haben. Und zuerst haben wir das Gefühl, okay, gut, das interessiert ja Gott nicht. Gott hat Angst zu tun als das. Gott sagt, hat jeder Mensch wunderbar und einzigartig geschafft. Gott liebt es, wenn wir unsere Wünsche und Ideen ihm sagen. Aber oftmals haben wir schon mal das Gefühl, es ist nicht da. Wenn wir es schaffen, mutig zu entwickeln und zu träumen, was Gott tun kann, haben wir das Gefühl, okay, heute ist Sonntag am Abend, schreibe es auf, morgen kommt es mit der Post. Weil wir in einer schnelllebigen Zeit leben. Weil wir das Gefühl haben, okay, gut, schreibe Digitec, oder? Bis um 4 Uhr morgen geliefert, oder? Und dann, wenn du irgendwo am Abend heimkommst und wehe, das Päckchen ist nicht da, oder? Darum haben wir jetzt so einen super Service von der Post, der dir noch mailt, ist das Päckchen gekommen. Weil wir so in einer schnelllebigen Zeit leben. Aber der Punkt ist, Gott weiss, wenn wir bereit sind und wir sollen dieser Vision festhalten, auch wenn es einen Moment dauert. Ich tue manchmal daheim, wenn wir das Auto parkieren, nehme ich eines von meinen Mädchen auf die Chance und dann dürfen wir daheim so ein bisschen ums Haus herum, tue ich aber ein bisschen Gas geben und sie dürfen steuern. Auf der Chance. Oder? Weil sie haben das Gefühl, es ist wie Bobbycar. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Es geht sicher in die gleiche Richtung, aber wenn ich aber so schaue, das Verhältnis der Kurven, es passt schon noch nicht ganz. Aber es ist ihr Grösste, eigentlich, ein Auto zu fahren. Jetzt ist die Frage, oder? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat schon ein Mädchen gebeten, sagen, ich will morgen ein eigenes Auto. Und sage ich jetzt als Vater, okay, nur weil du gebetet hast, ein eigenes Auto dürfen zu haben, voilà, hier ist der Schlüssel, viel Spass beim Autofahren. Werden sie sagen? Erstens wüssten sie nicht, wie anlassen. Wenn sie wüssten, wie, sie kämen gar nicht runter, für anzulassen. Und wenn sie ihn würden können anlassen, gäbe es ein riesiges Desaster. Schau, aber der Punkt ist, es ist nicht falsch, falls sie würden sagen, sie möchten mal ein Auto haben. Die Frage ist, wann? Wann wird es zum Sagen? Und ich glaube, genauso ist es mit unseren Wünschen. Ich möchte uns ermutigen, träumen wir gross. Haben wir Visionen, es soll und darf vorwärts gehen. Und ich glaube, wenn ich etwas gelernt habe in den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass Gott möchte vorwärts gehen. Mit unserem eigenen Leben, dort, wo wir unterwegs sind, mit der Kirche, mit den Menschen, mit unserem eigenen Einfluss, wo wir Hoffnung verbreiten an den Orten, wo wir sind. Aber der Punkt ist auch, wenn wir mit sollen und dürfen mitträumen und verlieren wir nicht die Geduld, wenn es auf sich warten. Also zusammenfassend, alles fängt an mit einem Wunsch, einem Traum oder einer Möglichkeit zu denken. Zweitens, verfasst Vision deutlich. Drittens, verlass dich darauf, dass es eintrifft, auch wenn es einen Moment auf sich warten. Heute Abend, wenn die Celebration fertig ist oder nachher, haben wir gedacht, werdet ihr alle im Together-Chat oder auf Social Media, Young Adults, werdet ihr die Möglichkeit haben, so eine Vision für euch aufschreiben. Also wir posten dort ein Bild rein, ein leeres, kann man screenshotten. Und dann kann man auf dem iPhone, ich weiss nicht, wie es bei allen anderen Geräten ist, aber sehr gäbig dort reinschreiben. Ihr könnt es ausdrucken und von Hang schreiben oder was immer. Man möchte euch ermutigen, vielleicht ist es der erste Schritt. Überhaupt mal eine Vision zu verfassen, überhaupt mal zu sagen, schau Gott, du siehst, wir sollen bitten. Also entwickeln Mut und machen es. Schreiben wir dort auf, was wir uns träumen. Und denken wir aber gleichzeitig daran, dass es vielleicht auch ein bisschen Geduld braucht. Dann platzieren wir uns das irgendwo so in unserem Alltag hin, dass wir es immer wieder sehen. Und ich glaube, es passiert etwas mit unseren Herzen. Wir müssen Gott auch immer wieder neu zutrauen. Und gleichzeitig macht er uns bereit für das, was wir uns träumen. Und wenn wir von Vision reden, letzte Sonntag eine klare Sicht haben, dass Gott uns liebt. Die Identität, dass es Gott so gut meint mit uns. Aber heute wollen wir einen Schritt weitergehen und wie sagen, verfassen wir überhaupt eine Vision deutlich. Und ich weiss, das tönt so easy. So ein Vision Statement, oder? Das kennt man vielleicht von Bannenbuden. Und dann hängt es irgendwo und jeder läuft nebendurch. Da sind wir noch weit entfernt. Wenn überhaupt.
Aber überhaupt fürs eigene Leben zu sagen, ich glaube daran, dass ich mal eine Familie wieder haben kann. Ich glaube daran, dass ich beruflich etwas bewegen kann. Ich glaube daran, dass ich im Sport diesen Durchbruch wieder erleben. Ich glaube daran, dass irgendetwas passieren kann. Das ist Mut. Aber das ist auch das Zutrauen von Gottes Grösse. Und ich bin überzeugt, wir können Gott fast keine grössere Ehre geben, als wenn wir überhaupt gross träumen. Überhaupt gross denken. Ich habe früher geträumt von Begegnungen, die wir als Kirche haben dürfen. Für in Connecting hineinzukommen, Menschen, die weiter sind im Glauben, für irgendwo uns zu ermutigen. Der Glaube gar nicht wie manches E-Mail. Ich schon habe irgendwo hergeschrieben für grosse Träume. Da denkt, wer weiß? Vielleicht liest das irgendeine Person, die am Morgen mit Gott in den Tag ist gestartet und vielleicht sagt ja, Gott gibt dieser Person das E-Mail, das heute kommt, nimm es ernst. Vielleicht. Wir sind irgendwo mit Gott zusammen platziert, viel ist gegangen. Aber ich habe heute selber gedacht, heute Morgen, am Nachmittag vor ihm Worship, ich will wieder grösser denken. Weil ich glaube, irgendwo so einen Deckel drauf zu ist das Schlimmste, was wir machen können. Hebräer 6,12 steht, dann werdet ihr auch nicht träge und gleichgültig werden, sondern dem Beispiel derer folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld die Zusagen Gottes empfangen. Geduld ist mühsam, nervt, aber notwendig. Das ist so wichtig. Und ich möchte euch alle ermutigen, ganz egal, ob ihr hier seid oder auf dem Livestream eingeschaltet habt, denkt nicht zu klein. Das ist so schade. Ich will nicht irgendwann von dieser Welt gehen und mir selber am Kopf kratzen und denken, gosh, alles, was ich von Gott geträumt habe, der toppt, warum habe ich nicht grösser gedacht? Warum habe ich nicht den Mut entwickelt, noch grössere Sachen aufzuschreiben? Und ich bin überzeugt, wir werden alle staunen, wenn wir uns schon noch mit 10, 15 Jahren wieder treffen. Irgendwo an einem Evergreen-Anlass, vielleicht zum Teil schon von der Kirche. Und darüber werden philosophieren und anstoßen und sagen, schau mal, was Gott hat da. Zum Glück haben wir aufgeschrieben. Lass uns mutig sein und gross denken.